Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit, dass alle in der Musikindustrie ein bisschen konkreter sollten sein, kann schon dort anfangen, wenn es jetzt um so Streaming-Erwartungen geht, Streaming-Zielsetzungen. Vor allem die zwei Sachen zusammen. Also Zielsetzungen und Erwartungen, die man hat zu einem Release. Dort will ich immer so ein bisschen von Luft nach oben sprechen, da im Collab-Channel. Dort gibt es auch noch so unglaublich, dort ist die Decke noch so lange noch nicht erreicht, habe ich das Gefühl, in der Schweiz. Weil ich es empfinde eher habe, dass im Moment die meisten Leute denen gruset es ein bisschen, oder für die ist das ein bisschen awkward, Sachen sehr, sehr genau anzusprechen, konkret, weil nachher plötzlich vielleicht alle, also auch vielleicht so Businesspartner, mit denen wir zusammen zu tun haben, schieben dann irgendwie Panik, gehen dann in so einen Alarmmodus, dass dort plötzlich Druck da ist, dass so, oh nein, der Künstler oder die Künstlerin hat gesagt, wir müssen bis dann und dann, im Idealfall, sollten wir das und das erreichen, oder irgendwie das Management, das man hat, oder man macht mit Freunden das. Und am Ende, all die Übungen, die man macht, es geht nicht darum, jemanden zu erschrecken, es geht auch nicht darum, jemandem unnötig Druck zu machen, einer Person, die an deinem Business beteiligt ist und dir mithelfen tut, in jenster Hinsicht. Es geht nicht um den Druck, es geht auch nicht um Kontrolle, dass man sagt, also um Kontrolle geht es schon ein bisschen, aber nicht um so die negative Art von Kontrolle, wo man vielleicht jetzt im Kopf hat, dass man denkt, man muss jetzt genau das erreichen und wenn nicht, dann spicken da irgendwelche Leute. Es geht nicht um so Type von Druck, sondern dass die Erwartungen, wo man sich ein bisschen konkretisiert, wo man aussprechen tut vor allem, denken da ein bisschen dran, behalten das nicht nur im Kopf, tun das auch aussprechen und zu Papier bringen oder irgendwo notieren, dass ihr es vorher und nachher habt. Kennt ihr die funny Commercials, die es immer früher gegeben hat, oder was es auch heute immer noch gibt, mit irgendwelchen Waschmitteln oder so, wo es vorher und nachher immer gezeigt wird. Genau für das macht man konkrete Zielsetzungen oder sich tut konkrete Visions, eben, ob das jetzt Zahlenbeispiele sind, dort geht es halt am einfachsten, oder andere Sachen, dass man sich das aufschreibt, dass man eben nachher ein Vorher, also Vor-Release und ein Nach-Release kann ein bisschen zusammen vergleichen. Wenn man das nicht hat, die beiden Vergleichswerte vorher und danach, dann wird es sehr, sehr schwierig in Zukunft amix für gewisse Artists, zum können nachher ein bisschen klarer verstehen, auch selber, wieso das alles passiert, was überhaupt passiert mit dem eigenen Konsum, wieso die Streams raufgehen oder aber auch runtergehen teilweise und so. Und all die Übungen, auch wenn man die jetzt mit anderen Leuten macht, die sollten am Ende helfen, die einfach, dass du als Musikschaffender vor allem halt einen klareren Kopf hast.